Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2. Schatten von Arm auf Pelzig und ich glaube das Hallo ist gerade etwas verquietscht. Hallo. Entschuldigung, das ist meinem Stimmverlust durch Erkältung zu verdanken. Ach ja. Okay, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Aber dennoch bin ich beeindruckt. Schön, Edwin. Ja, es gibt hier zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann entweder das ganze Druidehain abschlachten. Oder man kann einen Druide in den Kampf schicken. Deswegen bietet sich Zernt hier nochmal an. Und ich würde sagen, ich weiß das zu schätzen jetzt einfach mal. Und so ein Schurke, ich glaube, der würde sich an den wirklich in die Angelegenheit auf unsere Druide einmischen. Und schickt jetzt einmal Zernt voraus. Das ist wohl das Mindeste. So. Na, was haben wir denn da? Ein paar Narren wollen die rechtschaffene Kraft der Natur behindern? Lächerlich. Sachen euren Spruch auf und dann werden wir die Erde von eurem Schmutz befreien. Warum greifen die Druide jeden Art, der den Wald betritt? Das entspricht nicht der Rolle von einem Druide. Und wer seid ihr? Das soll ich das anmaßen. Das geht nur ein paar andere Druide etwas an. Euch bleibt hier nichts zu tun. In früher Jahren hätte ich jemand wie euch vielleicht noch fürchten müssen, aber die Zeit ist vorbei. Mit Hilfe dieses Hains bin ich stärker als je zuvor. Nichts kann mich hier verletzen. Solche bindenden Rituale sind zwar bedenklich, da sie der Erde selbst Energie entziehen. Aber Mutter Natur speist mich mit genügend Kraft, damit ich für sie kämpfen kann. Okay. Noch gelten hier die alten Rituale vom Aufstieg. Zernt wird euch um die Führung herausfordern. Ich werde für mich selbst sprechen. Faldorn, ihr habt hier abscheuliche Verbrechen begangen. Ihr seid unfähig. Ich fordere euch raus und noch den vor Jahrhunderte festgelegte Rite könnt ihr das nicht ablehnen. Wie kommt ihr darauf, dass ich mich zurückziehen wollte? Ich habe diesen Hain mit Gewalt genommen und werde ihn auch auf diese Weise behalten. Glauben im Ernst, ihr könnt mich unterwerfen. Oh ne, Zernt, das ist euer End. Machen euch bereit. Okay. So. Jetzt tricksen wir noch ein bisschen. Liegt sein Krug hier irgendwo rum? Nö. Da liegt er noch. So, Corky, renn mal durch hier. Schnapp da mal den Schampel. Geh mal runter in die Grube und schmeiß es zum Kumpel runter. Dann kann er nämlich noch das Ding anziehen. Umhang des Hochwaldes. In seinen jungen Tagen verbrachte Zernt den ganzen Jahreskreislauf damit, über seine Rolle in der Natur zu meditieren. Er meditierte im Freien, um die Natur ungehindert zu spüren und zu erleben. Die Natur wird seine Tat wohl geschätzt haben, denn sie weiß, dass ihre Kinder manchmal aus Eifer, das Richtige zu tun, zu närrischen Taten neigen. Zernt fand diesen Umhang kurz bevor die kalte Jahreszeit begann. Der Umhang ist scheinbar aus Zweigen und anderem Unterholz geflochten und passt ihm perfekt. Die Botschaft der Natur war eindeutig. Zernt sollte den Regen und den Schnee genießen, sich aber trotz allem dagegen schützen. Nur Zernt kann diesen Umhang verwenden. -1 auf Rüstungsklasse und +1 für die Rettungswürfe. Und dann haben wir noch Stecken des Hochwaldes. Zernt hat diesen besonderen Stecken erhalten, als er am Ende eines Jahreskreislaufes über seinen besonderen Platz in der Natur meditierte. Er ließ sich für diese Meditation neben einer jungen Eiche nieder, die sein ganz besonderes Interesse erweckte. Sie erschien ihm irgendwie seltsam, aber dennoch auf wunderbare Weise den Gesetzen der Natur unterworfen. Als der Frühling kam und seine Meditation zu Ende ging, untersuchte er den Trieb der Eiche, der ihn so fasziniert hatte, ein letztes Mal. Plötzlich löste er sich und schmiegte sich förmlich in seine Hände. Es war ein Geschenk der Natur selbst. Der Stecken hat sich so geformt, dass er nur von Zernt geführt werden kann. Träger regeneriert alle 12 Sekunden einen Trefferpunkt und 1W6 +2. So, das kriegt er. Der ist Gestaltwandler von seiner Unterart her. Faldorn hat gerade Eisenhaut benutzt. Der Typ kann gerade nichts anderes machen. Er kann sich in einen Werwolf verwandeln oder in einen höheren Werwolf. Gestaltwandel höherer Werwolf. Und jetzt machen wir die mal fertig. Die alt. So. Und also als höherer Werwolf hat das sowieso Regeneration. Interessanterweise sieht man ihn dann auch so in dieser Gestalt hier drin rumhupse. Und in der Gestalt hat er eine 20 Stärke, 20 Geschicklichkeit und 25 Konsti. Das ist natürlich nicht schlecht. Er hat dann so eine natürliche Rüstungsklasse von -2 und ist dann hier schon als Bestie unterwegs.
So, jetzt ist die Haut auch weg. Jetzt mache ich natürlich richtig Schade. So. Also die macht es auf jeden Fall nicht mehr so lang. Die ist ja jetzt schon schwer verletzt. Und gleich dem Tode nahe. Ja, 26 Schadenspunkte hat er noch gerissen. Die ist gleich kaputt. Ja. 14.000 Erfahrung bringt sie. Nicht schlecht. Sprecht und ich werde zuhören. Die Geißel wird beseitigt, die Tat ist getan. Ich kann hören, wie es Land erleichtert, aufatmend. Der Natur wird ein großer Dienst erwiesen. Ein Dienst, den sie so schnell nicht vergessen wird. Nun geht's an den Neuaufbau. Faldons Unverwundbarkeit hat einen hohen Preis. Und das Land, das an sie gebunden war, wird unermesslich leiden müssen. Vertan fungiert als Meister der Herausforderung und großer Druide, bis die Zeit der Erholung abgeschlossen ist. Sei Ehrfurcht vor dem Land wird ihn vor Anfechtungen bewahren, wenn von Zeit zu Zeit eine Kontrolle gäbe ist. Sind die Narbe verheilt, kann er abtreten. Neue große Druide wird gewählt werden müssen. Es liegt also noch viel Aufregung vor uns. Doch für den Moment können wir uns ein bisschen ausruhen. Was ist mit euch, Abdel Adrian? Seid ihr bereit zur Weiterreise? Werdet ihr einverstanden, wenn ich euch begleite? Meine Pflicht ist und erfüllt und ich lieb's mir, das Land zu sehr. Wollen wir gemeinsam reisen? Nö, hab keine Verwendung für dich. Sehr gut, ich werde hier bleiben und beim Neuaufbau helfen. Sollten wir mal Gesellschaft suchen, finde mich in der Nähe vom Hain. Ich freue mich schon auf unser nächstes Aufeinandertreffen. Ich fungiere als Meister der Herausforderung und alle, die einen Aufstieg innerhalb von Druideorden wünschen, können zu mir kommen. Und euch kann ich nur aus tiefstem Dank aussprechen. Gehen jetzt in Friede und sorgen euch nicht mehr länger um den Wald und die Druide, die ihn schützen. Vergessen nicht, die Ausrüstung mitzunehmen, die vor der Herausforderung abgelegt worden sind. Ja, die gehört ja sowieso nur am Zernt. Ja. Insofern, tierische Probleme in Handelstreff. Das Gleichgewicht wurde wiederhergestellt. Perfekt. Die Alt liegt tot im Loch. Und wir können jetzt rausgehen und uns unseres Lebens freuen. Okay, also in Handelstreff ist alles wieder Paletti. Deswegen können wir jetzt, wir haben immer noch die 13. oder die 14. Stunde. Na, die 15. Stunde ist schon angebrochen, okay. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall noch Adkatla. Aber ich bin doch noch früher fertig geworden hier mit einer Aufgabe als gedacht. Insofern können wir jetzt erst einmal zurück nach Adkatla. Dann können wir das mit den Diebe klären. Und wir können auch in den Docks noch mal zu jemand ganz Besonderem gehen, der sehr wichtig für uns sein wird. So, bitte keine Überfälle oder so ein Scheiß. Dankeschön. Meine Gilde. Da geht's jetzt erstmal hier. 20 Stunden sind wir rumgewatschelt in der Pampa. Also einen Tag später kommen wir im Endeffekt an. So. So lange müssen die Knabe halt auf mich warten. Also sorry, aber wenn ich wirklich eine Tagesreise entfernt bin, kann ich nicht auf Knopfdruck herspringen. Und ich würde sagen, noch der Diebesgilde kümmern wir uns auf jeden Fall noch um einen besonderen Kumpel von uns. Der ist hier, Cromwells Haus. Zum Cromwell werden wir auf jeden Fall noch gehen, weil der uns ganz besonderes Zeug geben kann. Aber dazu kommen wir noch. So, jetzt erstmal um die Diebe kümmern. Da werde ich wieder nicht alles vorlesen, weil ich finde, es wäre Quatsch, jetzt mal alles vorzulesen. Ich werde euch einfach nur mal über alles informieren, was kommt. Sind wir nur zugewiesene Aufträge zurück? Okay, da retten wir erstmal mit dem Knetkorb hier. Es ist an der Zeit zu sehen, wie eure Diebe mit den letzten Anweisungen okay, der Hans hat einen hübschen Profit gemacht und 400 Goldmünzer. Der Goschan hat gut die Summe. 500, sind wir bei 900 insgesamt. Der Kretor. Okay, Kretor hat gar nichts gemacht. Morsa. 250, sind wir bei 1150. Dann die Varia. 1150 und 300 sind wir bei 1450. Nicht schlecht. Okay, alles okay. Perfekt. Der Zahlmeister von der Gilde oder was ist nicht da? Okay, also an die Gilde, an die Muttergilde müssen wir offenbar nichts abdrücken. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu Cromwell, weil wir haben auf jeden Fall was für ihn. Und dann würde ich jetzt nochmal einfach eine Nacht in Adkatla verbringen. Und falls dann der Zahlmeister von der Gilde eintrifft, dann können wir dann immer noch abfangen. Und können mit dem Kerl noch sprechen. Und ansonsten haben wir genug Zeit für alles andere und alles weitere, was dann noch Folge wird. Hi Cromwell, der Zwerg. Euer Gewäsch geht mir langsam auf die Nerven. Wer ist denn da? Ja, ich sehe schon, hier in den Halbling kommt da immer Schmied marschiert. Besuch verhält sich hier nur selten hier, bei der ganze Hitz und so. Was kann ich denn vielleicht Urbu? Och,
Wer seid ihr? Ich heiße Cromwell. Wer seid ihr, wenn man fragen darf? Ich bin Abdel Adrian. Ich ihn vor allem. Freut mich, euch zu sehr. Fein, willkommen in meiner kleinen Werkstatt, Abdel Adrian. Gibt's vielleicht irgendetwas, was ein alter Zwerg euch anbieten kann? Ich wüsste noch gern, was ihr verkauft. Ich verkaufe schon mal gar nichts. Ich bin der beste Grobschmied in Adgatla und ich arbeite hier nur auf Kommission. Und mein Schwocher ist Metzgermeister. Drüber in Moria. Aber ich kann euch alles anfertigen, was ihr wollt. Ja, und was stellen wir dann her? Ich habe schon Rüstungen geschmiedet aus der Schuppe von einem Basiliske, Helme aus der Haut von Fabeltieren. Alle möglichen Gegenstände, die selbst in der blutrünstigsten Götter noch Angst einjagen. Aber ich arbeite nur auf Bestellung. Hier haben wir die richtigen Bestandteile und ich schmiede euch daraus die mächtigste Ausrüstung, die ihr euch denken könnt. Das ist genau die richtige Art zu leben von Schmied von meiner Klasse. Besitze ich da irgendwas, was du schmieden könntest? Ich kann ich ja genau sagen. Da habe ich mal einen Blick auf eure Ausrüstung werfen, ja. Nur ein bisschen rumstöbern, dann weiß ich mehr, ja. Was ist denn das? Die Schuppe von irgendeiner Bestie, oder? Ah, ihr habt die Schuppe von einem Schattendrache gesammelt. Beim Seeleschmied, was für ein Anblick. Daraus könnte ich euch wunderschön die Rüstung machen, wenn ihr das wollt. Ja, was würde das so kosten? Ja, der erste Mal 5000 Goldmünze für die Erbe und ein kleiner heller weniger. Kein heller weniger. Und weil mein Lehrling nicht da ist, kostet es euch ja auch noch Zeit, ein voller Tag, weil ich brauche jemanden, der mir in der Schmied hilft und das Feuer heizt. Na dann, an die Erwert. Wie ihr wünschen. Also im Auftrag fahren wir besser gleich an. Unnötige Zeit vergeuden, ne? Machen wir uns mal ans Werk. Alle hopp. Der hat Spaß an seiner Erwert. Die Stimme mit Erkältung. Das reizt doch etwas mein Hals, muss ich gestehen. Das ist übrigens die Animation für einen Zauber, für irgendeinen Kleriker-Zauber, aber ich weiß leider nicht mehr, welcher das ist. Es kann auch übrigens sein, dass ich die Hustar... Kann sein, dass ich den Hustar einfach jetzt auf Stumm geschaltet habe, also nicht wundere, es ist ja nichts Großartiges passiert. Also falls wirklich Ton weg war, nicht wundere. Ich denke, wir sind soweit. Gehen sorgsam damit um. Wenn ihr wieder mal was finden, dann wisst ihr, wo ihr sie bringen müsst, ne? Okay, wie viele Tage haben wir jetzt? 25. Tag, 11. Stunde. Ich achte mal einfach drauf. Schuppen eines Schattendrachen. Die Rüstung besteht aus den geschickt miteinander verbundenen Schuppen eines Schattendrachen. Die Rüstung ist sehr praktisch, aber auch gleichzeitig elegant. Durch die verwendeten Schuppen bietet sie dem Träger auch Schutz gegen Säure. Also man kriegt noch 50% Säureresistenz und die Rüstungsklasse geht auf Ends runter. Okay. Moment mal, halt mal Gaul an. Das ist Rüstungsklasse 3, aber 20% im Schatten verstecke ist halt schon nicht schlecht. Sieht aber schick aus, wenn man das Ding anlegt. So. Die hat 0. Aber so ein legendäres Ding, das behalten wir auf jeden Fall. So, das geht jetzt erst einmal an Korgan, weil ich so legendäre Teile definitiv behalten mag. Ich bin bereit, mit meiner Geschichte fortzufahren, wenn ihr sie hören wollt. Ach, die wieder. Na gut, dann, ich wäre interessiert dran. Molzea, ich habe euch von meiner Mama erzählt, korrekt? Sie war so verzweifelt, Lols Vertrauen in ihr Haus wieder zu erlangen und ich habe mich geweigert zu kooperieren. Meine Mutter hat natürlich zu der einzigsten Lösung gegriffen, die ihr eingefallen ist. Sie hat befohlen, dass man mich der Spinnegöttin opfern sollte. Kurz darauf war ich von männlichen Soldaten umringt, die den Befehl gehabt haben, mich zum Tempel zu bringen. Ich habe meine Mutter gehasst, aber ich habe gewusst, dass sie recht gehabt hat. Ich habe gewusst, dass meine Königin in der Tat hoch erfreut sei, wenn ihr Annie von ihren Töchtern geopfert wäre würde. Ich habe wie wild gekämpft und habe zahlreiche Männer getötet, aber es war aussichtslos. Ich wurde überwältigt, zum Tempel geschleppt und auf den Altar gezerrt. Priesterinnen haben sich darauf vorbereitet, mein Leben zu nehmen. Ich war voller Angst, ja sogar in Panik. Ich wäre wohl gestorben, wenn es nicht mein Bruder gegeben hätte. Mein armer, närrischer Bruder Valas. Ich nehme an, ihr standet euch nah. Ja, er hat mich gerettet. Es tut mir leid, Abdel Adrian. Ich mag jetzt nicht weiter über Valas sprechen. Entschuldigung, bitte. Okay, habe ich Verständnis. Wie lange wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Okay, jetzt mal gucken, was wir haben. Was sind wir dann da? Wir sitzen in Rollen mit dem wahren Namen von Dunnerhammer Kromfair.
Wenn ihr jetzt noch einen Blitzstrahlhammer, die Ogerkrafthandschuhe und Gürtel der Frostriese-Stärke hätten, könnt ihr sie miteinander kombinieren und zusammenschmieden. Aber habt ihr leider nicht, also kann ich euch nicht helfen. Sollten die Rolle und alle 3 Gegenstände beisammen haben, geben sie nicht aus der Hand. Komm fair, ist das wert, glaubt mal. Was haben wir da noch? Schwert, ne? Recht schöne Edelstäfe an Schwertgriff, aber ohne Heft und Klingen. Daraus kann ich euch keine Waffe schmieden. Schade eigentlich. Was haben wir denn noch? Was ist denn hier? Ein Teil von einem Bogen. Sieht aus wie eine von Gesens Arbeiter. Sieht noch im Schaft von Gesen, ein großer Bogenmacher aus. Was euch aber fehlt, ist eine von seinen Sehne. Finden Sie und ich kann euch den mit dem Bogen wieder zusammensetzen. Was haben wir denn noch? Das sieht doch interessant aus. Griff von einer mächtigen in der Bade, wenn ihr die zugehörig Klinge finden, könnte ich die Altwaffe mit viel Lärm wiederherstellen. Entschuldigung. Ganz schön viel Plunder, den ihr dabei euch tragen. Seid wohl eine Weile unterwegs, hm? Nee, da kann ich beim besten Willen nichts entdecken. Was in einer Schmiede noch von Nutzen sein könnte. Vielleicht ja anderes Mal, man weiß ja nie. Genau. Und deswegen wird erstmal gespart. Und wir gehen jetzt hier zum Seeschatz. Und wären dort nochmal eine Runde nächtlicher. Ansonsten ist es halt nur ein Tag, den wir so effektiv verschwenden und 2 Tage dann für die Reise insgesamt. Das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. So, jetzt retten wir erstmal mit dem Knetkorb hier. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Ja. Tretet ein und seid im Seeschatz herzlich willkommen. Der Daumen, wenn ein Typ schon so heißt, ne? Mann. Ja, der Gildenmeister, ich hab's doch gewusst. 8 Stunden haben wir geruht. Der Zahlenmeister wart schon in der Gilde. Das war so klar, dass der Typ dann noch arg gewackelt kommt. 19. Stunde vom 25. Tag. Also wir haben immer noch der 25. Tag. Das ist doch schon mal was. So. Jetzt gehen wir alle bitte hier rein. Und Abdel Adrian bezahlt den Mann. Um den geht's halt hauptsächlich, dass der bezahlt wird. So. Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Okay. 1000 Goldmünze, das geht klar. So, das ist alles in Ordnung. Ich habe immer noch Gewinn gemacht mit meiner Gilde. Das sind dann zwar nur so 350 oder 400 Gold, die ich Gewinn gemacht habe. Aber es ist ja immerhin schon etwas. So, da geht es eigentlich auch viel mehr um das Prestige, dass man Gildenmeister ist, als dass man hier wirklich die große Kohle macht. So, 101.822 Goldstücke haben wir ja immer noch parat. Okay. So. Scheint, als ob genug für alle da ist. Vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Scheiße, jetzt kommen noch Schläge angewackelt. Ach, Mann. Diese Typen. Na gut, dann machen wir die halt auch noch platt. Also ganz im Ernst, die Knetköpfe versuchen jetzt hier Stress zu schieben. Die machen wir jetzt mal ziemlich schnell alle, die Kerle. So. Flieh nicht aus dem Bildschirmrand, Typ. Kannst du sowieso nicht verstecken. So. Also so viel von den Typen sind es jetzt nicht. Und ganz im Ernst, dass sich so Kerle an unser Gruppe schleicht, das ist schon etwas erbärmlich. Die sind bestimmt alles so auf Level 10. Leute, so verschieden sind wir gar nicht. Ihr nehmt das Auge von einem Lurch und die Zunge von einem Salamander, um bewundert zu werden. Und ich nehme meine Streitaxt und ein bisschen Blutrausch. Das sieht wohl aus, als würden Edwin und Korgan miteinander sprechen. Das ist wohl eine eher gewagte Schlussfolgerung, mein lieber Korgan. Nee, nicht so tapfer. Der Rest von den Rückständigen hat doch keine Ahnung. Ihr und ich. Wir wissen nur zu gut, dass die Langbä Menge Talente fast grausamer und schrecklicher. Wir wissen das. Ihr seid schon eine merkwürdige kleine Geselle, Korgan. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von euch und euren Launen halten soll. Ja, das ist äußerst ungewöhnlich, dass Korgan wohl wirklich jemand lobt und dann auch noch ausgerechnet ein menschlicher Zauberer, also ein menschlicher Magier. Das ist schon ungewöhnlich. Aber manchmal hat er anscheinend irgendwelche A-Fälle von Freundlichkeit oder von Freundlichkeit, von, naja, zumindest was sei Verhältnisse. So, jetzt gehen wir mal nach Handelstreff zurück.
Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Ja, das hat ja früher oder später so kommen müssen. So, Corgi auf den Magier. Der Recht killt bitte den Kleriker. So. Du weiter auf den. Ups. Edwin wird ziemlich in die Zange genommen. Aber Korgan, du tötest weiterhin den hier. So, das geht an Edwin, das Zeug. Ja, das ist immer etwas bitter, wenn unseren Magier auf das Sack kriegt. So. Okay. Vikonia, flick ihn doch mal bitte. Und Anomen ebenfalls. So. Ist einfach besser, wenn unser Magier wieder zusammengeflickt ist. So. Und jetzt geht's weiter. Weil in der 6. Stunde sind wir hier attackiert worden, okay. Und weiter geht's nach Handelstreff. Nochmal 10 Stunden hinterher. Moment. Erstmal mit der DAO-Sprecher. Weil die kriegen hier auch noch den Kopf. Und dann floriert hier auch wieder der Handel. So. So, Laftas, komm her. Ah, ich bemerke, dass ihr den Kopf unserer kleinen Itafär dabei habt, wie ausgemacht. Erstaunlich, selbst für einen Sterblichen. Er sagt unserer und hier steht unseres. Deswegen, ich weiß bis heute noch nicht, ob Itafär männlich oder weiblich sein soll. Hier ein Krummsäbel, den er vielleicht gebrauchen können. Ich selbst habe mal kurz die Zeit benutzt, aber ich kann sicher einen anderen finden. Gehen vernünftig mit ihm um, nachher. Und was euch betrifft, mein kleiner Itafär, ihr wart wirklich sehr ungezogenes kleines Ding, so wie ihr uns immer entkommen seid. Was für ein tapferer Sterblicher, euch zu uns zu bringen. Kommt also, mein Dau. Wir gehen noch keinem Schaden zurück und leichten uns an. Dienst. 10.000 Erfahrungspunkte gibt's. Und den Krummsäbel müssen wir erstmal identifiziert kriegen, aber der ist Schampel. So viel kann ich gleich dazu sagen. Ich heiße euch willkommen. Bitte, mein Fürst. Kann ich euch kurz sprechen? Ich hieß Jenja und ich komme wegen meinem Sohn Tiris zu euch. Er ist völlig verängstigt, mein Fürst. So verängstigt, um überhaupt das Haus zu verlassen. Bitte, ihr seid doch in der Stadt als Held bekannt. Ich bitte euch, komm mit und sprechen mit ihm. Ihr müsst erfahren, was ihn so verängstigt hat. Und vielleicht können ihm ja helfen. Ja, wo ist er dann? Ach, der Götter sei Dank, dass ihr so mildtätig seid. Der ist in unserem Haus, befindet sich gleich nördlich vom Alibakar-Wesen. Bitte komm so bald wie möglich. Ich bin ganz verzweifelt, wenn ich ihn so sehen muss. Tier ist ein Handelstreff. Okay, jetzt müssen wir erst einmal gucken. Ich gehe jetzt mal hier lang, weil es kann sein, dass der Handel jetzt schon wieder floriert. Und ich bin ja jetzt schon als Held bezeichnet worden. Also im Prinzip, das müsste eigentlich jetzt schon wieder am Larve sein. Ich rede jetzt einfach mit dem Händler. Gucken wir mal, ob die ihr Ware schon wieder feil bieten. Okay, ja. Tatsächlich, ich kann jetzt schon wieder Ware kaufen. Das ist sehr gut. Okay, die Sache identifizieren wir jetzt auch noch. Du hast noch den Krummsäbel von der Daojin gehabt. Du hast nix. Vikonia hat auch nix. Und Edwin, der hat die Keule noch. Ansonsten, ja, ansonsten war es das. Dann gucken wir mal, was der Hansel so anzubieten hat. Tatsächlich hat der nur Müll anzubieten. Okay, dann darf der Typ mal was haben, was er dann für teuer Geld verkaufen kann. So, den Zauber zum Beispiel. Und identifizieren haben wir 2 mal. Okay. Da hat der Kerl wenigstens ein bisschen gescheit die Ware noch. Und so, das lese ich erstmal vor, bevor ich es verkaufe. Aber die Bolze kann ich noch verkaufen. So, die Vicky, die hat noch eine Lederrüstung plus 1 für 300. In dem Edelsteinbeutel ist nichts drin und sonst auch nichts zum Verkaufen, was wichtig wäre. Der Schattendrache 300. Ich habe 5000 für die Herstellung bezahlt. Ist klar. Ja, wie ich es gedacht habe, Kleriker stecken plus 3 war das. Und Armbänder des Bogenschützen, die können wir auch schon verkaufen. Die habe ich schon vorgelesen.
Dann Bellen plus 2 und ein Flammenzunge kann auch weg. Raschats Klaue, das muss ich noch vorlesen. Dann haben wir hier noch Sonnenstein und die Blausteinkette, das kann weg. Dann lesen wir nochmal vor, was es hier gibt. Kleriker Stecken plus 3. Der einfache Stecken strahlt eine mächtige Magie aus. Sein schmuckloses Äußeres deutet darauf hin, dass er einem einfachen Mann gehörte. Der Stecken repräsentiert die bescheidene Stärken wahren Glaubens. Er war vermutlich die unscheinbare Waffe eines Priesters oder Klerikers. Hat nichts Wirkliches dabei. Einhornspeer plus 2. Der anmutig wirkende Speer wurde so gefertigt, dass er an das Horn eines Einhorns erinnert. Der Träger des Speers ist ebenso wie ein Einhorn gegen Bezauberung und Festhalten immun. Es wurde schon häufig darüber diskutiert, ob es sich bei dem Speer tatsächlich um das Horn eines Einhorns handelt oder ob es nur dessen Aussehen hat. Ja, wie gesagt, gegen Bezauberung und Festhalte immun und nochmal plus 3 auf Rettungswürfe gegen Todesmagie. 1W6 plus 2. Eine plus 2 Waffe. Da haben wir hier noch Krummsäbel plus 2 Raschats Klaue. Der Krummsäbel hat seinen Namen von einem gewissen Prinz Raschat, der einst ein kleines Fürstentum im Osten regierte. Verärgerte Palastwachen nahmen diese Klinge und einen Großteil der Besitztümer des Prinzen nach seinem Tod an sich. Welche Rollen die Wachen genau bei der ganzen Geschichte gespielt haben, ist unbekannt, aber es gibt Gerüchte, dass alle Wachen innerhalb eines Jahres starben, getötet durch diese Waffe. Gott, nichts Besonderes, das Ding, nur Geschichte. Keule plus 2 Beißer. Makal von der Kiefer, ein verschlagener Druide, stellte diese Keule her und band den Geist seines Tiergefährten, eines Vielfraßes, an die Keule. Die Keule wird in den Händen eines geschickten Anwenders zu einer großen Bedrohung wie das beharrliche Tier. Wenn die Keule trifft, graben sich scharfe Splitter in die Haut des Ziels. Sie verursachen starke Schmerzen, richten sogar eine Runde lang zusätzlichen Schaden an. Makal setzte die Keule wiederholt erfolgreich ein und zog sich den Groll von orkischen Holzfällern zu, die seinen Wald bedrohten. Bei einem Treffer graben sich Splitter in die Haut des Opfers und verursachen für 4 Runden 2 Schadenspunkte je Runde. Ja, das ist etwas nett, aber es ist auch Müll. Brauchen wir nicht wirklich. So, da ist noch ein Händler, mit dem mag ich auch noch sprechen. Okay, der ist anscheinend zu beschäftigt, der feine Herr. Deswegen laden wir das noch einmal. Die können nie zu beschäftigt sein, diese Händler. So, der Quicksave wird geladen. Und komm her, du. Ich brauche ein schluckstarkes Zwergenbier. Mindestens brauchst du das. Okay, erstmal das Ding verkaufen. Oh, noch ein zusätzlicher Schriftrollebehälter. Endlich, darauf habe ich es abgesehen. So, dann können wir nämlich auch noch der Einhornspeer und der Klerikerstecken verkaufen. Nachdem die jetzt erfolgreich vorgelesen wurden. Und der Beißer kann weg. So, jetzt haben wir noch einen Schriftrollebehälter, was sehr gut ist. Da kann nämlich in das Ende, der schon fast voll ist, können die Dokumente rein. Holzpflöcke brauche ich später im Verlauf vom Spiel auf jeden Fall noch. Oh, der heilt auch noch zusätzlich, nicht schlecht. So, wenn wir doch für beide mittelschwere Wunden heilen noch drauf. Und der ist wichtig, der Händler ist wichtig. So, da ich weiß, dass der wichtig ist, lege ich den schon mal ab. Solange ihr kein Steuereintreiber seid. Ich will sehen, was du hast. Und hier hätten wir zum Beispiel Keule plus 3 Schwarzblut, das ist auch nicht schlecht. Plus 3 und dann nochmal plus 3 durch Säure. Also, das ist, glaube ich, die beste Keule, die möglich ist. Der Zwergenwerfer plus 3 ist halt auch noch ganz cool. Ja, sollte man nicht mit dem Zwergewerfer verwechseln. Ich werde das Ding nicht kaufen, insofern, wäre es jetzt an und vorlese, aber cool ist halt, dass das auch so einer ist, der wieder zurückkehrt in die Hand und der macht 2W4 plus 3 Schade und plus 8 gegen Riesen und Oger. Das ist schon mal nicht schlecht. Was hat er dann noch schickes? Moment, ich muss gerade mal gucken. Gilt der einfach nur als Kriegshammer? Ja, Waffenfertigkeit Kriegshammer, okay. Ansonsten hätte ich gesagt, das könnte man eventuell für Vikonia oder Anomen als Fernkampfwaffe nehmen. Na gut. Dann haben wir aber auf jeden Fall, was ich kaufe, Tancharons Bogen plus 3, der kostet 8900. Die dünne ausgefranste Sehne des Bogens wirkt so, als ob sie nutzlos wäre. Doch wenn man sie spannt, merkt man plötzlich, dass ein unsichtbarer Pfeil auf der Sehne liegt. Der Leichnam Tancharon rüstete mit diesem Bogen seine Wächter aus, der seine Festung von der Spitze eines Turmes aus bewachte, zu dem es keinen Eingang gab. Wenn sich irgendjemand der Festung näherte,
deckte sie der Wächter mit einem endlosen Hagel aus Phantompfeilen ein, bis die Eindringlinge flohen oder tot waren. Wie es gelang, dem Wächter diesen Bogen zu entreißen, ist nicht bekannt. Diese elende Erkältung, muss ich dann so näselnd sprechen, das ist furchtbar. Es wäre aber sicher eine prächtige Geschichte, die in so mancher Schenke begeisterte Zuhörer finden würde. Anmerkung: Wenn man den Bogen verwendet, sollte man keine Pfeile benutzen, denn dann werden diese und nicht die Phantompfeile des Bogens verschossen. Besondere Fähigkeiten: Der mächtige Bogen benötigt keine Munition. Macht die ETW 0 -3 und verschießt halt +3 Pfeile. Insofern ist gekauft. Dann können wir uns nämlich auch die ganze Pfeile sparen. Ras +2. Was war das nochmal? Ein Langschwert +2. Okay, dann war es das, glaube ich. Ne? Ein Versetzungsumhang. Was macht der nochmal? Gegen Geschosswaffe. Rüstungsklasse gibt +4 gegen Geschosswaffe. Und gegen diverse andere Trägheitssperrer. Gegen Odemwaffe. Okay. Das ist gar nicht mal so übel. Das wird auch gekauft, das Ding. Lese ich gerade noch vor. Gürtel der unbeweglichen Barriere. Wenn man den Gürtel trägt, erzeugt er einen dichten Luftvorhang um den Träger. Die Barriere schützt ganz ausgezeichnet vor Odemwaffen und Magie. Anhand der Brandspuren, die der Gürtel aufweist, kann man leicht erkennen, dass er schon mindestens einmal im Kampf gegen einen Drachen eingesetzt wurde. Besondere Fähigkeiten: Der Träger erhält +5 auf Rettungswürfe gegen Odemwaffen, vor allem gegen Drache hilfreich, eine Resistenz von 25% gegen Fernkampfwaffen, Angriffe mit Fernkampfwaffen verursachen entweder 75% oder vollen Schaden, und eine Resistenz von 50% gegen magischen Schaden. Angriffe wie magisches Geschoss oder Abidal Sims abscheuliche Austrocknung verursachen entweder 50% oder vollen Schaden. Das Ding ist auf jeden Fall abgekauft. Und ich würde sagen, da unser Krieger immer springt, kriegt der das Ding. So, du kriegst den Bogen. Und die Pfeile werden verkauft. So. Das machen wir noch. Das machen wir auf jeden Fall noch. Einen Moment kurz. Da bin ich wieder. Sorry, das war gerade wieder notwendig. So, das Zeug verkaufen wir jetzt noch. Und dann haben wir das alles auch weg. Und ich habe hier meinen ultimative Bogen gekriegt. Sehr schön. Vorerst. Zumindest so lange, bis Gesens Bogen +3 repariert ist. Okay. Das machen wir noch so. Und dann verschieben wir den ganzen Schampel um Ends. Und jo. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am aufpelzig. Oh Mann, durch was sagt mir jetzt wieder die Stimme? Ich merke echt, es wird Zeit aufzuhören. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Da gehe ich dann zum Bäuermeister und dann gucken wir mal, wie wir zu der Helden von Handelstreff erkoren werden. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.